Das Thema von heute, was wir genommen haben, ich wollte eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht machen wir eine Abstimmung, weil ich habe gerade schon den Vortrag gehalten über das Thema Islam, die schnellst wachsende Religion. Was steckt dahinter? Ja. Und ich habe gesagt, weil auch einige im Internet, die hören sich beide Vorträge an, ich habe gesagt, ich könnte auch über meinen Weg zum Islam reden. Also deswegen, also ich würde abstimmen, ich denke jeder, oder ist einer mit der Abstimmung nicht einverstanden? Ist jemand mit der Abstimmung nicht einverstanden? Einverstanden mit der Abstimmung? Okay. Also wer ist dafür, dass ich das Thema bespreche, Islam, die schnellst wachsende Religion? Wer ist dafür, mein Weg zum Islam? Ja, okay, dann zählen wir jetzt mal ganz genau. Das ist ungefähr 50-50. Jetzt habe ich keine Chance mehr, sind nachher alle sauer auf mich. Ich mache beide Themen, okay? Okay, fangen wir an mit Dings. Ihr habt mich besiegt, jetzt habt ihr mich bekommen. Okay. Fangen wir erstmal mit dem Thema Islam, die schnellst wachsende Religion der Welt. Da fragt man sich natürlich, hören Sie mal, Herr Vogel, wie kommen Sie überhaupt auf diese Behauptung? Ich komme auf diese Behauptung aus nicht-muslimischen Quellen, wie beispielsweise auch das Buch Kampf der Kulturen von Samuel P. Huntington. Und aus anderen Quellen, dass der Islam die schnellst wachsende Religion ist. Und wir haben alle vor kurzem noch gehört, dass der Islam das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass es das erste Mal in der Menschheitsgeschichte mehr Muslime als Katholiken gibt. Denn wenn man die Konfessionen, sage ich mal, die christlichen Konfessionen teilt, dann ist der Islam die größte Religionsgemeinschaft. Aber wenn man Protestanten und Katholiken zusammenzählt, dann ist das Christentum die größte Religion. Aber es gab das erste Mal mehr Muslime als Katholiken. Ja? Das heißt, es ist die schnellst wachsende Religion. Dann fragt man sich als erstes, wenn man das Thema angeht, fragt man sich, okay, was meinst du damit die schnellst wachsende Religion? Meinst du damit weltweit oder in Deutschland oder im Westen oder in der islamischen Welt beispielsweise? Und dann fragt man sich natürlich danach, nachdem man das bestimmt hat, was man damit genau meint, wie kommt es dazu? Und hier unterteile ich das in äußere Einflüsse und innere Einflüsse. Erstens, was meinen wir damit? Die schnellst wachsende Religion. Damit meinen wir weltweit, aber auch im Westen und auch in der islamischen Welt. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, was meint ihr mit Islam? Das sind sowieso alle Muslime. Aber wir sehen gerade in der islamischen Welt eine Entwicklung, dass sehr viele Menschen zu dem richtigen Verständnis der Religion zurückkehren. Denn, wie man sich sicherlich gut vorstellen kann, wie im Christentum, so sind auch im Islam nicht-islamische Elemente mit eingeflossen. Und wir gehören zu denjenigen, die diese nicht-islamischen Elemente abschaffen wollen, ausradieren wollen. Dazu gehört zum Beispiel Verstümmelung von weiblichen Geschlechtsorganen. Ich rede von Verstümmelung. Dazu gehört beispielsweise Ehrenmord. Ist zum Beispiel so eine unislamische Praktik, gegen die wir rufen. Und so weiter und so fort. Viele Dinge sind mit eingeflossen. Und man sieht jetzt, dass Leute zurückkehren zu dem wahren Verständnis des Islam. Obwohl in der islamischen Welt, und das ist vielleicht vielen Nicht-Muslimen fremd, da kann man in vielen Ländern noch nicht mal den Koran verteilen. Das heißt, wir sagen ganz ehrlich, die Freiheit, die wir hier haben, in Deutschland, haben wir in den meisten islamischen Ländern nicht. Ich war vor kurzem, war ich in einem islamischen Land, da kamen erstmal die Sicherheitsbehörden an, oh ja, bitte morgen zu uns kommen, Passbilder und dies und das und hin und her. Ja? Und dann bin ich da hingegangen mit meiner Frau, ja. Und ja, die waren aber sehr nett. Ich bin ja auch sehr nett. Also hoffe ich jedenfalls, ja. Und dann hat er gefragt, ja, was machen Sie in Deutschland? Da habe ich gesagt, ja, Prediger. Habe ich extra gesagt. Und damit, in Deutschland? Ja, habe ich gesagt, klar. Also auf Arabisch. Wir mieten Hallen und dann laden wir die Leute in die Halle ein. Ja, was sagt die Regierung? Weil natürlich in diesem Land könnte so eine Aktion nicht bringen. Ne? Da wird direkt nach dem Gebet die Moschee abgeschlossen. Beten und wieder raus.
Da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Meinungsfreiheit, die wollt ihr doch auch haben, oder? Ich wollte zuerst sagen, ja, wir können das hier auch mal machen, oder? Ihr seid doch verantwortlich für das Viertel hier. Machen wir mal die Moschee, dann verteilen wir ein paar Einladungen. Guck mal hier die ganzen Jugendlichen, die um der Ecke stehen, die nichts zu tun haben. Die sitzen den ganzen Tag im Fernseher am Gucken, Alkohol am Trinken und das in dem islamischen Land. Laden wir die mal ein, damit die mal wieder ein bisschen normal werden. Wollte ich normalerweise sagen, aber ich habe es leider an diesem Tag unterlassen. Wäre doch so schön gewesen. Das heißt, in vielen islamischen Ländern kannst du dich keinen Meter bewegen, was Islam geht. Aber trotzdem gibt es immer noch viele Leute, die auf die eine oder andere Art und Weise es schaffen, wirklich die Leute zurückzurufen und dass viele Jugendliche wieder anfangen, den Islam zu praktizieren. Woran liegt das? Das liegt an vielen Leuten, die aus dem islamischen Land in den Westen gehen, mit der Vorstellung, wenn ich in den Westen gehe, das ist so super, das Paradies auf Erden, die Hähnchen fliegen förmlich durch die Luft, Schlaraffenland. Weil viele denken so, ich denke, ihr könnt mir das bestätigen, viele in islamischen Ländern, die denken, wenn du hier hinkommst, ist alles am besten. Natürlich, ich habe ja schon erwähnt, es gibt auch viele Vorteile, aber dann merken sie, sobald sie hier hinkommen, fangen dann viele an, plötzlich Vor- und Nachteile abzuwägen und fangen an, sich mit dem Islam zu identifizieren und fangen an, nach dem wahren Islam zu suchen. Nicht der Islam, der einfach irgendwo praktiziert wird, ja, wo dann Tawaf um irgendein Grab gemacht wird, ja, man geht um ein Grab herum, der Tote wird angebetet, sondern der reine Islam, fernab von irgendwelchen unislamischen Praktiken. Und kommen zurück und haben dann eventuell hier studiert. Und deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, weil das ist auch etwas sehr Wichtiges für uns Muslime, weil leider haben viele von uns die Einstellung, diese Einstellung gibt es leider sehr oft, ach ja, kein Problem, Schule haben wir abgeschlossen, dann machen wir danach irgendwas. Es ist sehr wichtig, dass ihr versucht, in der Schule beizukommen, Abitur zu machen, zu studieren. Ja, weil du hast automatisch eine andere Anerkennung in der Gesellschaft. Ja, und du kannst auch etwas für die Muslime bewirken. Zum Beispiel die Frauen. Strengt euch an, damit ihr Ärztinnen werdet. Oder Erzieherinnen und solche Dinge. Das ist sehr wichtig, das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Alhamdulillah. Ja. Wie gesagt, der dritte Punkt, warum es in der islamischen Welt also besser wird, ist also, dass trotzdem einige Leute es immer wieder schaffen, trotzdem diese Dawa-Arbeit nach vorne zu bringen und das richtige Islamverständnis zu predigen. Das ist die islamische Welt. Jetzt kommen wir auf die nicht-islamische Welt zu sprechen. Ja? Die nicht-islamische Welt, die unterteilen wir in westliche Welt und nicht-westliche Welt. Und hier sagt ein sehr erfahrener Prediger, der heißt Dr. Zakir Naik aus Indien, und Indien gehört zur nicht-westlichen Welt. Da leben zwar 120.000 Muslime, aber die Muslime sind immer noch eine Minderheit, weil die ungefähr 1 Milliarde Einwohner dort haben. Das ist ja ein Riesenland. Die zweitgrößte Bevölkerung der Welt lebt ja in Indien. Und er sagt, dass der Islam sich in den nicht-muslimischen Ländern, in den westlichen Ländern schneller verbreitet als in den nicht-westlichen Ländern. Wir haben es gerade gesehen, wir waren gerade in Hanau, da sind 9 Leute zum Islam konvertiert, Alhamdulillah. Vor allem wir hoffen, dass wir es hier nochmal wiederholen können, aber 9 ist schon ein bisschen viel. Also, wir haben gerne noch mehr, ist kein Problem, aber ich meine, so viele haben wir meistens nicht. Aber auf jeden Fall, er sagt, der Vorteil ist, oder im Westen treten mehr Menschen zum Islam über, weil die Menschen offener sind, offener für neue Gedanken und objektiv über Dinge nachdenken. Das haben sie gelernt. Und dass es nicht diese straffe Familienstruktur gibt. Er sagt beispielsweise in Indien, wenn ein Hindu zum Islam übertritt oder ein Christ zum Islam übertritt, das ist eine große Katastrophe dort. Ja, das ist, die ganze Familie versammelt sich. Ja? Und in der westlichen Welt ist es einfach so, dass die Menschen offener sind, freier sind, ihre Entscheidungen zu treffen. Und deswegen treten noch mehr Menschen zum Islam über im Westen als in diesen Ländern. So, das dazu. Jetzt fragen wir uns, wie kommt es, dass der Islam die schnellst wachsende Religion ist? Da gibt es 2 Faktoren.